Weiter geht's hier im Story-Modus bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Wir sind immer noch bei Yggdrasil unterwegs, ist mal aber bereits Stockwerk Nummer 5e. Oh yes, man. Im letzten Part haben wir am Schluss noch erfahren, dass Trudge uns mitgeteilt hat, dass irgendwie einer dieser Puppen, wie sie ja, diese Transcender-Dinger, dass irgendwie einer von denen scheinbar einen erdgebundenen Unsterblichen eingesetzt haben soll. Oder zumindest mal eine Karte, die eigentlich nur die Dark Signer, aka die finsteren Auserwählten, besitzen sollen, was natürlich sehr, sehr doof für uns ist. Aber egal, ich möchte ganz kurz noch etwas anderes testen, und zwar hier im Eingang zu Yggdrasil, nämlich bezüglich den Karten. Okay. Kann schon sagen, ja, da ist nichts Neues, komm schon, ich will jetzt gucken, ob ich da das Duell-Pack Duelist Genesis auch hier noch irgendwie kriegen kann, oder geht das jetzt nicht mehr? Beim nächsten wach Michaels Duellen. Alter, ja, ist gut, wir haben es verstanden. Hallo. Ein bisschen schneller, das haben wir das bereits angefangen, oder ist irgendwie seltsam? Ja, der Story-Modus hier scheint wohl eher so eine Art Etagenmodus zu sein, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Sprich, halt pro Etage hat halt ein neuer Story-Modus ausgelöst. Das ist echt oberirdisch, Mann. Eingang zu Yggdrasil. Oh, jetzt kommt das ganze Zeugs wieder. Ja, wir kennen bereits alles. Kann ich weiter überspringen? Plus, Minus, B, Z, Y. Y vor allem. C, nee, ja, geht alles nix. Okay. Ja, kann ich überspringen. Hab keinen Bock drauf. Ja, der aktuelle King, der ehemalige King, bla bla, der neue King. Und Trudge, der Spacko, natürlich der Surt. Der Ausländer oder was. Mina, die ein Auge für Trudge hat. Yusei, der alle retten will. Luna, Leo, die Geschwister. Ja, ist gut, kann ich bitte mal. Ja, Kisa, die haben noch in Yusei verliebt ist, aber er will nichts von ihr. Whaley, wenn man nicht genau weiß, ob ein Junge oder ein Mädchen ist. Tank, der einfach nur, naja, nervt, immer nervt, und ja, ist langsam gut. Tänzen natürlich auch noch, und Blister. Meine Fresse, hey, hallo Whaley, und Tänzen Yanagi. Hunter P schon wieder. Crow, die alte Krähe. Wensberg. Mann, oh Mann, seid langsam mal fertig. Yggdrasil, ja, der Turm, der steht hier, ist Yggdrasil. Meine Fresse. Ja, die Schwächlinge und so, ist klar. Fällt mir das auf, das T-Shirt, das da, ja, das T-Shirt, das da der Surt-Typ trägt, hat irgendwie schon was, irgendwie so eine Markierung der finsteren Auserwählten, wa? Also sprich natürlich der Symbole der erdgebundenen Unsterblichen, so rum. Seltsam. Ja, Michael, Servus, wir kennen uns bereits. Logisch kennen uns bereits. Ja, wir kennen das Ganze schon. Mann, ich kann nochmal gegen Duelist Genesis Pack und so gucken. Mann! Ist doch wahnsinnig gut. Nein, nicht AB-Roulette, was soll der Quatsch? So, PDA, jetzt aber Dankeschön. Und in den Shop hinein. Bitte, bitte, wenn er da ist. Es ist da, Duelist Genesis. Gibt es echt nur hier im ersten Stockwerk? Ich sag, der noch. So, komm schon, ich brauche den Rotdrachen Erzunterwäldler. Dankeschön. Der kommt aber einfach nicht. Er muss, aber sonst bin ich nicht dicht. So, machen wir es schneller. Denn wir haben ja eigentlich noch was anderes zu tun. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Angriff der Lichtbrigade? Nee, bitte nicht. Kraftfilter. Gedankenherrscher, Erzunterwäldler. Nö, manchmal Android, doch nö. Wieso denn nicht? Die Packs irgendwie pro Stocker verteilt sind. Ich sehe auch den, noch so 72, kann man schon, wir haben ihn bald. Eine Packs, bitteschön.
Nochmal ganz kurz durchgehen. So ein paar neue Karten. Izanagi, Jute-Kämpfer. Ist auch irgendwie ein Empfänger, genau. Am Bronze kannst du noch eine Münze. Und in die verdeckte, oder was? Nein, die offene Verteidigungsposition. Sehr oben. Mehrteil-Golem, alles klar. Gespaltener Verteidiger. Diese Karte 9 der Monster in Verteidigungsposition das kontrollierst. Und der Kampf zerstört wird. Achso. Auf dem Artwork ist voll der Riesenschild Gardner drauf. Komm schon. Nein, wieso? Sternschirmdrachen, zweites Mal ist ja cool, aber wieso ist. Und dann noch ein Zahnkranz, sehr schön. Weißt du, Stufe 1, also dem her. Unheimlicher Zahnkranz, ein Empfängermonster. So, Level 1. Könnte ja durchaus noch interessant werden. Meine Fresse, Leute, ich brauche diesen Rotdrachenerzunterweltler. 18%, wo sind die restlichen Karten? Kommt doch endlich mal! Ich wollte die ganze Kohle dafür verschwenden. Schon wieder. Oh, das ist auch noch etwas Interessantes. Blut der Finsterung. Ändere alle auf den Monster. Ja, dann gehen sie für jedes eine Karte. Oh. Nö. Das wäre ein bisschen doof. Nur ein Synchromonster, immer noch nicht der Rotdrachenerzunterweltler. Wo bleibst du denn, Kumpel? Ich brauchte doch noch nicht mehr genug Scheibenkleister. So, komm schon. Das muss langsam reichen, Leute. Ich habe keinen Bock sonst mehr, hier groß zu suchen. Ja, das ist recht noch in diesem Pack drin, oder? Gibt es noch andere Dinge? Jetzt weiß ich, wenn dem gerade hier die ganzen Packs geöffnet werden, gehe ich mal währenddessen hier ein bisschen googeln und finde das nachher raus. Da bin ich nicht alles lange, habe direkt alles noch offen. Nitro-Synchro, alles klar. Rotdrachenerzunterweltler. Gib mal Red Dragon ein. Archfine, genau so heißt es auf Englisch. Also gut, in welchem Pack ist jetzt der drin? Wohl das Genesis? Collectors Edition, was ist Throwback Booster 6? Okay. Gibt es hier vermutlich sowieso nicht. Oh, das könnte doof werden. So, wie sieht's aus? Aber nein! Kein einziges Synchromonster dabei. Wieso denn nicht? Doch, Menno. Das hat aufgefallen vom Rotdrachenerzunterweltler. 98%. Ja, was jetzt noch? Fehlen nur 12 Karten oder was? Wobei, ich glaube, pro Karte 2%, sprich 6 Karten. Die Rettung könnte auch so sein, Leute, aber okay, so geht's halt nicht. Tja, doof. Was mach jetzt da? Ganz einfach, gehen hier wieder raus. PDA und Spiel Zwischenspeichern, ja, von mir aus. Und sind dann wieder hier. Wir sind normal weiter hier bei Yggdrasil 5E. Ja, will ich wirklich. Yggdrasil, die 5. Etage. Und unseren Drachen. Tja, genau wie ich es erwartet habe. Sie besitzen die Fähigkeit, Bifröste zu überqueren und Valhalla zu Sag mal, sind hier bei Tor 2 angelangt? Was ist los? Oder bei Tor 1, wer auch immer, aber trotzdem. Was hat der mit den nordischen Göttern zu tun? Was mit mir? Hallo? Komm ich auch noch? Was? Das wird interessant. Was meinst du? Ja, tut mir leid, nix. So, da muss ich was fragen. Wie kommt es, dass du eine erdgebundene unsterbliche Karte besitzt? Erdgebundener Unsterblicher? Das ist nur eine Kopie. Warum fragst du?
Kopie? Wenn das so ist, wo hast du denn die Originaldaten? Ich bin nicht verpflichtet, diese Frage zu beantworten. Naja. Die Lichtverpflichteten. Was? So, was? Genau. Die Lichtverpflichteten. Wenn ich mich besiegen kann, soll ich eine Frage an der Wahl beantworten. Nur eine. Ja, das ist einfach. Duelliert mit mir. Hier und jetzt. Nur einer kann mich herausfordern. Also schon das Recht erworben, dies zu tun? Ich glaube nicht. Alter King, ich weiß nicht, was du denkst, aber ich bin der Einzige, der eine Herausforderung wird. Wen nennst du alter King, ey, du alter Socke? Wie bist du nicht? Sag mal, wer das mit dir redet? Wenn es nur einen geben kann, bleibt doch nur eine Lösung. Tja, so wird es laufen. Leo bedeutet das. Ja, nur der Stärke kann ihn herausfordern. Cool, Mann. Und das kann nur im Duell entschieden werden. Mit anderen Worten, einer muss alle anderen besiegen. Es reicht. Jetzt wird nicht mehr geredet. Es wird Zeit, euren ganzen Stolz ansetzen und mit aller Kraft zu kämpfen. Let's fight. War ein Rechtschreibfehler dort, denn er hatte das R bei alle vergessen. Bei aller. So. Egal, Abrolette. In welche Richtung gehe ich wohl? 4. Schlüsselfeld 2. Kann man überhaupt schon vorbei? Nö. Gut. Noch eine Level 1er Karte habe ich auch nicht. Tja, doof. Dann muss ich ja fast nach oben. Nein, nicht so. So. Gegen Bolt, Tenor Level 10. Punkt große Macht. Du willst mit mir duellieren, Alter? Na gut, das klingt akzeptabel. Schon so weit kommen, jetzt steht uns ein jetziges Duell bevor. Alter, aus dem Schrank, ey. Was für Schulter- und Obermuskeln, das ist schon unnormal. Ja. Nur sowas stehen also Frauen, wa? Da kann sich unser eins jahrelang abstammen, bis er mal einigermaßen so aussieht. Naja, am Außen natürlich nur das eine, nicht wahr, Freunde? Zeit für ein Duell! Ich meine, gutes Aussehen ist natürlich gut und schön. Ja, gut und schön, gutes Aussehen, sehr gut. Aber halt immer nur der Anfang. Weil nachher entscheidet meistens das Innere, ob jetzt so eine Partnerschaft gut ist oder eben nicht. So, genug philosophiert und so. Jetzt ist wieder Zeit, uns aufs Duell zu konzentrieren. Hat der normale Monster entdeckt oder wie? Was treibt der da? Wirkt ein bisschen verrückt, oder? Einmal ein einfacher Spielzug des Spielers kann dieser Spieler ein normales Monster vielleicht mit seiner Hand beschwören. Alles klar. Aktiviere zuerst einmal Schildstoß und schickt ein Monster ohne Umweg direkt zum Friedhof. Tschüss. Raimundo zum roten Schwert. Was für ein schwaches Monster, ey. So, jetzt noch eine Karte verdeckt. Und rufen den Plünden Cat im Angriffsmodus. Aktiviert eine besondere Fähigkeit, mit der ich den finsteren Resonator rufen kann. Ohne Umwege direkt aufs Feld. Nun gut. Als nächstes rufe ich einen Synchron zu meinem Extra-Deck. Und zwar der gute alte, Ladies and Gentlemen. Hier kommt's die Goyo-Wächter. Oder Goyo Guardian? Englisch? Keine Ahnung. Wuhu. Der Goyo-Wächter, der haut rein. Und zwar so richtig. Goyo-Wächter direkt Angriff auf seine Lebenspunkte. Er freut sich. Dann kommt eine Einstellung, Alter. Nicht nur dir. So, mal Zug beendet, bin mal gespannt, was er jetzt so treibt. Und vor allem, was seine Strategie dahinter ist. Yeah. Gerade zweimal oder was?
schwarzer Schattenauge. Ah, ist immer noch die letzte Karte. War interessant. Will er etwa Exodia rufen? Man tut die andere Variante. Monsterbeschwörung, großer Angus, zeige dich. Kumpel, siehst aber schon, dass mein Monster ein bisschen stärker ist. Ach du Scheibenkleister. Dann natürlich sehr doof. Oh mein Gott, was mache ich jetzt bloß? Sein Monster ist zu stark für mich. Nein. Greif an, großer, mächtiger Angus. Ich bin erledigt. Etwa doch nicht. Mystischer Weltraum-Taifun. Tschüss. Oh, Kacke. Das kann ich aber laut sagen. Oh, mir gefällt deine Einstellung. Schon wieder? Ach, Bulb. Du hast doch eh keine Chance. Gojo-Wächter. Aktiviert eine besondere Fähigkeit und hol das Monster auf unsere Seite. Jetzt ist der am Arsch vorbei. Jetzt wieder Endphase. Jetzt kann er seine Fähigkeit aktivieren. Axträuber, ich rufe dich. Ach ja, der gute alte Axträuber. Stufenkrieger also auch nicht schlecht. Na, dann wird's Zeit für meinen Synchro-Monster-Gojo-Wächter-Verschnitt. Wie auch immer. Wenn ich seinen Axträuber und hole ihn auf die Seite des Felds. Genau so, Baby. Da bin ich, Mann. Und nun, großer Angus. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Nicht so schnell, Mann. Letztes Tribut. Das bringt doch nichts. Du zögerst doch bloß das Unvermeidliche hinaus, kleiner Bulltenner. Na, war ein kleiner. Fast 3 Meter groß, ein bisschen zu ein kleiner. Kein Monster hat er mehr. Okay, das hat zu früh gefreut. Optiklop. Ich bin ja total bekloppt. Er hat zwar so immer neue Karten, Leute. Wenn das falsch anstellt, kann das auch schon mal schön in die Hose gehen, die Strategie. Monster verdeckt. Karte verdeckt. So. Schon ein weiteres Monster verdeckt. Nur noch offen. Optiklop. Nee, bin total bekloppt. Ach, ja, Jemine, was? So, jetzt sehe ich mal wieder neue Karten. Oh, das sieht doch schon mal nice aus. Nun dann, aktiviere ich mal Riesentornade und schicke alle deine Zaunfallenkarten zurück auf die Hand. Nein, das wirst du nicht tun. Naja, vielleicht schon, aber nicht bevor ich 2 neue Karten ziehe. Geil, was? Ja, also geil verstehe ich was anderes. Axträuber plus Breaker. Das ist eine übelst geile Kombi. Tschick. Zauber Sail up for the wind. Großer Angus, wenn ich es ein Optiklop. Angriff. Das muss fast mit ihm angreifen, sonst reicht es den Lebenspunkten her nicht mehr. Und das reicht auch. Gojo-Wächter, direkter Angriff auf Bulltenner. Was? Das gibt's nicht. Na klar gibt's das. Es gibt nichts, was nicht gibt. Direkter Angriff, Breaker, magischer Schwerthieb und das war's. Naja, also die Strategie war vielleicht nicht so übel, aber das Deck an und für sich, das war schon ziemlich schwach. Sorry, Kumpel. Wieder mal ein Sieg für uns. Wer was erwartet hatte. Das Duell war wirklich hitzig. Hitzig. Und ausgelöscht. Level 1, also muss ich eigentlich hierfür tun.
Schlüsselkarte Level 3, ist klar. Und ist bei Akis oder wie? Nee. Ich dachte nur gerade, weil sie irgendwie da ein rotes Feld hat, aber okay. Tja. Jetzt benutzt sie natürlich. Zack. Geil, Mann. So, mal ganz kurz das Objekt dort. Hallo, Objekt holen. Geht nicht, wahr? Auch muss ich sehe viel mehr AP und 6 Stück. Alter, das sehe gerade jetzt erst, ja. Verreckt. Ich muss ja gegen UC und gegen Jack antreten. Ach du heilige Scheiße. 10 AP halten. Lecco mio. Ich wollte trotzdem noch mal sagen, für heute wieder mal Schluss hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds Master of the Cards. Im nächsten Part geht es dann hier weiter ein Duell gegen Wensberg, gegen Luna und gegen natürlich Hunter Peace und dann schon bald mal gegen Jack Atlas. Oh Mann, das kann doch dann aber mal echt heikel werden. Bereits durch? Nö. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.